Guten Morgen. Mag de vrede Gottes vandaag waar in onze maat zijn. We vertrouwen dat we vandaag hier top zijn. Dat is something dat God aan ons hart gelegd heeft. We alle kennen mensen die van God zien willen, niet veel weten willen. En ik heb mezelf manchmal dan de vraag gevraagd, hoe komt dat aan dat ik een verlangen heb, wat zoveel mensen niet hebben. En dat is eigenlijk door God zijn genoeg te mij, dat hij mij dat geopenbaard heeft. En dat ik dat heb aangenomen, mij de kracht gegeven heeft, dat ik dat heb kunnen aannemen en zijn eigen woord te leven en wel meer en meer van God zijn woord leren. Because we alle krijgen deze gelegenheid, God zijn wel nu te gaan. Dus we al heden dat en alles als God zijn leven te erkennen. En de bloemen en de wolken en alles kan we God zien en waar erkennen, wanneer we doen zeker. En zo mag God vandaag en vanmiddag wat met ons zijn, als we onze hart opmerken te zien wordt. Ik voel me besonders zeer gezegend tussen zoiets en de gemeenschap met God en leiderharchen en me aanloten wat zien wordt. Mijn dat we alle lezen veel de Bijbel en zingen en whatever, dat we alle, maar eenmaal dan voelt zich dat zo, God komt plus zeer dichtbij en dat is echt het tussen zoiets valt en mij ging het plus zo schijn dat ik wist dat het is een God, den kan ik aanvertrouwen, dat is een God der hart wanneer ik bid en dat is een God die gleicht dat wanneer ik me met zijn woord beschäftigen doe. En zo, ik wil vandaag een message predigen, waar ik al 2 maal gepredikt had deze maand, of 4 maanden. En meestal zei veel weet, en ik weet niet hoeveel van jullie zijn in de verzameling geweest, waar ik dit gepredikt heb. Maar daarna, dat is God zijn woord, en dat is zeer veel weet. En Johannes 13, dat zullen we ons wel een paar versen van nemen. Maar ja, we gaan wel ons dat opnemen te beden. Voor in Himmel, we komen voor die en bevelen ons die aan in deze stund hier. Voor du bist die ons dat hart opmerken kan. En du bist ook die du näher komen wil en ons zenen en wanneer we kijken dan hoeveel zenuwen we immer waren. Je krijgt hand van die voeren moest du bloos ook deze stund ons waren meer van die genoeg ervaren laten. Dankzij voor die zenuwen, dankzij voor openbaringen aan die woord en dankzij voor bloos ons God zijn. Voor we beden dat we worden gehoorzame kinderen zijn die een verlangen hebben van voeren te leren en een verlangen hebben nu volger te zijn van dat wat u ons leren is. Voor we bevelen ons die aan nu in deze stund in Jezus zijn naam. Amen. Johannes 13, dit is waar Jezus met zoveel mensen top weer en leren deed. Het is ons alle bekend dat het kapitel het afhang is van de feitwaschung en dan je weer. En hier in kapitel 13, vers 34 en 35, door zegt hij dan op eenmaal, ik geef jullie een nieuw gebod. Ik weet niet wat alles in de verzameling doorkrijgt, wat zijn vijgen, wat hij alles gezegd heeft. We hebben deel afgeschreven, maar ik weet niet of we alles willen hebben. Maar hij is door manche leed door en leert en die alle die hand al erkend dat wanneer Jezus leren dat is anders als wat dan immer is geleerd worden. De leer is klarer, de is duidelijker en hij leert door en de mensen samen die draaien toe, die zeggen dit is wat falsch is en samen die maken je hart op en willen meer leren. Zoals dat vandaag ook is dat sommige mensen die kunnen dat plus niet herkennen, dat sommige dingen anders kunnen zijn als ouderen dat geleerd hebben, als we het allemaal gehad hebben.
Aber ich nehme an, diese Versammlung, wo Jesus durchstand und lehren, du wirst das auch alle. Das die Menschen, die können das nicht alle begreifen und die werden auch so, die freuen sich für diese neue Lehre, was Jesus da bringt. Und dann sagt er in 34. Vers, ich gebe ihnen nu ein neues Gebot. Und was, ich weiß nicht, wann Jesus tut, was han Stell geholt, und stützig gewacht, was war anfangen zu reden, als das ganze eine Satz gesagt hat, das ja wir nicht weiter mit das gelesen, aber ich stelle mir das ein bisschen fair, er hat gelehrt, und dann hat er gesagt, und nu gebe ich ihnen ein neues Gebot, und dann war das ein stützig Stell gewesen. En dan wat waren de mensen die dachten, een nieuw gebod, wat dan? Dat is al een prediker wat een nieuwe leren brengt. En zo'n leert zo als we niet gewend zijn. En nu zegt nog een nieuw gebod. En dan zegt het dit. Die zullen jullie onder goed zijn, krijg zo als ik jullie goed gewas zie. Oh, lief wiedergeven. En dan voert een moedpunt erbij, dat ze weten hoe ze dat zullen doen. En dan wees dan naar zich en zegt hij, tja, dat best kijken waar ik mensen leven doe, zo zal je in ander ook leven. En dan zegt hij, in jullie leven voor een van anderen zal groot zo groot zijn als mijn leven voor jullie. Ik heb zelfs mij veelmaals, wanneer ik zo'n verse te lijn denk en even lees en denk met de naam, de leven zoals zo'n leven als Jezus te mij hoort. Ik weer ongehoorzaam, ik weer verbijsterd, ik weer verloren. En arg het leven ben. Die dingen wat slag weer wat mijn eigen leven in de grond brengt. Dan op eenmaal maakt dat, dan kan ik op eenmaal erkennen en kan zijn dat somebody leeft me daarna, wanneer ik ook arg leven doe. Somebody die in zijn leven, die ging daarna uit naar mij en zei, ik vergeef, kom, neem wat ik hier voor die heb. En zo, wanneer we ons toen aanlaten doen, met deze aanstelling, dat Jezus de leert door en zijn verlangen is, dat jeder einer zal geraad zijn, hij wil niet gaan dat irgendeiner zal verloren gaan. Jetzt in dem 35. Vers sagt es dit, wann je, en ik neem aan, heeft de verzameling even gekeken en dan zegt hij, en wann je, dat hier alle toeharken doen, wann je worden lief gaan ondereinander, dan worden mensen zijn dat ik hun Herr zijn, dat ik hun Lord zijn. Dan worden mensen dat zijn dat je zijn met mij tip geweest. Dan worden mensen erkennen dat hier is een licht wat er opdagen dat. Hier is te zijn, hier heeft het hindernissen. Hier blijven mensen niet nur ihre oude natuur nur, aber die verändern. Die sind nicht mehr nur sich selbst uit, aber die sind durch, sich untereinander leben, sich untereinander helfen, sich untereinander Mut sprechen. Das ist, was die tun. Jesus sagt, wenn je diese Leben, das nie Gebot mit dem Leben, was ich Ihnen geben will, wenn je dort wollen praktizieren, dort wird Menschen abfallen mehr. Die wollen sagen, wo jeftet sind. Die sind sich gut, die gleichen sich. Die tun nicht mit schlechten Tretun. Die tun nicht rach irgendwann mir have verschlechtet angedaan. Aber die setzen und sagen, ich vergebe die. Ich kijk gestern een Videoclip von, wo ein Lied in ein Dorf wohnt. Und sie sind Christen und das ist ein Lied, was bloß nicht gleichen kann. Ich kann nicht sagen, wo wir nicht, aber die redet immer bloß von der Bibel. Wenn wir taub sind, das ist immer freundlich und das können wir bloß nicht verdrehen. Und ein Mann, der jetzt nimmt eine Krug Gas, wenn der Lieder bestarb, Arend anbringen, was immer die Deuten platten, und jetzt und steckt das Haus an und verbrennt das durch. Bloß weens, das Mann ist immer freundlich. Das Mann wie immer leiftulich. Und der redet viel von Gott. Das kann ich bloß nicht verdrehen. Ich werde die Lieder Haus anstecken.
En weet je, dan würden wir sagen, das vielleicht weit ever. Aber wenn wir nicht diese Leib haben, das nie Gebot, was Jesus uns gegeben hat, dann würden wir würden nicht gehen unter Leder Hüs anstecken. Da würden wir uns verhalten, da würden wir nicht tun. Aber da kann darauf ankommen, dass wir auf einmal wollen mit uns wir. Wann haben wir was sagen? Wann haben wir was das, was uns nicht ganz gutlich ist? Dann können wir auf einmal mit unserer Tongue dasselbe Ding tun. Und so, wenn Jesus sagt, dass ich gebe dir nie das Gebot, und er gibt uns durch einen Mutband bei, wo wir das betrachten sollen, als wir an das nie Gebot leben tun, mir hat das sehr ungeschehen. Das nie Gebot war von nie zu betrachten. Das Mutband, was Jesus gegeben hat, und sagt, dass die sollen untereinander so gut sein, als ich gewesen. Jesus, der wir im Himmel, der hat es sehr schön. Wir alles, was ihm fehlt, dass wir sehr gut. Aber seine Leib, zu uns Menschen, der wir so groß, dass er verleiht dort alle, in Span der Zeit hat sie ihr, das Mutband streckig ist nachzuschreiben, wo ich du sein kann, wo ich du kann leben. Bis ein Beispiel an einem Mutband. Den brauchen wir, den tragen wir wo Eva, und dann checken wir, was du hier oder so und so viele Nummern sind dort. Und dann gehen wir da nur, wenn wir wollen, wo ein Brat aufsehen, wenn wir wollen, wo ein Pool anstampen, oder was immer, dann gehen wir da nur. Wenn wir haben gemerkt, das startet so weit, und dann war wir das hier auch so. So Jesus sagt, ich gebe ihnen nie das Gebot, die sollen ihnen untereinander gut sein, krank so gut, als ich ihnen gewesen. Jene Leib voneinander soll genauso groß sein, als meine Leib für ihn. Wenn die diese Leib untereinander praktizieren wollen, wird allemal sein, dass die meine Jünger sind. Und das ist uns Verlangen, ich nehme an, dass das all uns Verlangen, dass andere dort in uns wollen sein. Wir wollen Luther noch bei den Vers kommen in Matthäus 5, dort das sagt, dass wir sollen ein Licht sein. Oder wir sind, nicht, dass wir sollen, das sagt, wir sind das Licht, oder wir sind das Salz, das was Jesus durchsagen hat. So, als ich an das alle so nachdenke, meine Gedanken sind auf viele verschiedene Wege, nennen die gehen, wo du jetzt mit nennen vielleicht, wo wir mehr Beispiele haben von dieser Leib. Und dann würde mir das handrehen, dass wir nur Abraham. Wir lesen in 1. Mose 13, Vers 5 und 8, das wo Lot und Abraham top wohnen, sie wären all rüttigen von dort Land, wo sie vorher gewohnt haben. Sie wären all mit auf dem Dolen getroffen in Kanaan, Han und Trei. Aber hier so, wie Herr voll so groß und so viel Arbeiter, und dort gibt es ihnen ein bisschen Schwierigkeiten, manch durch. Und dann bloß mal horchen, was Abraham sagen wird. In Vers 8, da sagt es dit. Und Abraham sagt zu Lot, weil wir uns nicht zwischen uns sagen, wir sind doch Freundschaft. In unser Herz brauchen sich auch nicht sagen. Jesus sagt hier, ich gebe ihnen nie das Gebot, wenn sie wollen das nie Gebot ausleben, diese Leute ihnen unter praktizieren, dann wollen Menschen sein, dass sie meine Jünger sind. Abraham geht hier nur Lot und sagt, das darf nicht so sein. Wir lesen in der 7. Vers, dass Abraham nahm das Abschied, und das Land, das sind die Kanaaniter, das sind die Perisiter, die wollen uns sein. Abraham sagt das nicht gerade so, aber wenn wir dort tun tun mit was Jesus das sagen hat und was Abraham hier sagen hat, dann kann ich das so richtig verstehen, dass Abraham sagt, guck mal, was wollen die Nubers von uns sein? Die sagen das nie, Gebot nicht in uns. Mein Jesus hat das danach nicht gesagt, dass Abraham leben wird, aber ich sage das hart an Abraham. Das darf nicht so sein. Das muss anders sein. Und dann weiter wie die Geschichte wieder, dass sie sich trauen. Und
En dat, wat wieder ist, wir weten die Geschichte. Aber ich sage hier, Abraham sein Hort. Das soll nicht so sein. Das darf nicht so sein. Hier will wir was mit tun. En Abraham en andere wird jetzt nur laat en sagt, ich und du, wir sind die Lehrer. Ich und du sind die, die das schlechten können. Und weil wir das nicht so lassen wiedergehen. Das kann nicht so wiedergehen. Wenn die Lieder am uns, die wollen das sein. Jesus sagt, ich gebe ihnen das nie gebaut. Und das soll so sein, als ein Fleischlich, dass man Menschen das sein, dass die was Positives sein wollen. Zwei Jungs spielten mal auf einem Städte, zwei Brüder spielten auf dem Dach oder auf dem Hecke steht, vielleicht am Treehaus oder was immer, das sagt er nicht gleich. Aber sie spielten durch und ging das Schein, sie gleichten sich wie ein Bruder und auf einmal an der ein Bruder was den anderen nicht ganz interessiert und sie kommen sich gegenüber und dann schmiert einer den anderen durch von der Höhe steht drauf. Als er darauf fällt, dann hat er sich nur sehr geschnitten, machen sie in einem Hospital vorhin das Tonen. En als er de tonen doet, dus jong is ganz geloten dabei, en hij weet dat het gefixt, en de dokter betrebt dat wat immer. En als er is vorig gaan, dan zegt de dokter te hem, en hier, ik geef die nu nog een chocolates, en wanneer een huis vorst, dan kost de chocolates abeten. En dan zegt hij, ob me half. En nou, waarom? Nou, dat andere hoeven wij mijn broeder geven. En dan zegt de dokter, nou, wie dat niet krijgt, dat wordt die erop schmieden, dat wordt die er weiter. Ja, maar dat is mijn broeder. En dat hebben we zeer veel van leren. Wanneer ons we hebben wij doen, waar we dat allemaal klaar hebben, dat is ons broeder, dat is een mens, en vele hoofd dat krijgt is ik. Daarmee laat ik me niet abreizen, dat ik irgendwas Gutes van mijn broeder wil terughouden. Zoals dit kleine jong. De dokter die remindt hem, de dokter verzet nog aan hem een beetje een huis op te bouwen. Maar dit jong, die zegt, maar dat is mijn broeder. En als ik die geschichte lees, dat denkt me dat diep, wo zijn we te onze broeder? Wo zijn we te onze Mitmenschen? 1. Korinther 10, Vers 32 sagt es dit. Geef keinem eine Ursache, sich an Jünd zu steigen. Nicht die Juden, auch nicht die Griechen. Und dann höre ich, was das dann sagt. Und dann sagt es heran, und auch nicht Gott seine Gemeinde. So, dit met Tup genommen, met het nieuwe gebouw wat Jesus ons gegeven hat, sagt es, dass je wollen keinen eine Ursache geben, dass er sich mit Reich an Jünd steigen kann. Die Geschichte, die ich kurz vertelle, dass ein Nober sein Haus ging verbrennen, der hat nicht eine Ursache, sich an diesen zu steigen, anders, dann er steht sich an Gott sein Leib, an Gott sein Wort. Weil je dort ist, dann nicht mehr an uns. Also dann ist something, was Jesus expecten hat. Er sagt, an anderen Stellen, ich habe die Verse nicht gelesen, aber das sagt, dass er ist verfolgt worden, so können wir auch abrechnen, dass wir wollen durch Trials gehen machen. Das uns versprechen, dass das was kommt, oder dass das kann kommen, oder dass wir das wollen durchgehen können. Aber Paulus sagt hier, dass kein eine Ursache geben, dass er mit Reich sich an Jünd steigen kann. Das nie gebaut, Jesus sagt, wenn die wollen Leib miteinander haben, dann wollen Menschen erkennen, dass die mir nicht gehen sind. Dass die mir nur folgen tun. Vers 33 sagt Paulus dann das und sagt dann kann ich mal mit zum Beispiel nehmen, wo ich das tue. Und wir weiten Paulus in der Briefe, wir können viel von den lesen, wo die Menschen dull werden, wenn sie von Gott reden. Die Menschen, die können das nicht verdrehen, dass er von Jesus reden. Er von reden, dass Dinge fehlen zu ändern. Die alte Natur, der alte Mensch, der muss von nie geboren worden. Dort, Paulus der predigt dort und Menschen können dort nicht verdrehen. Paulus redet viel von Aufjäterie und dass Menschen sollen den Weg drehen und dort müssen Menschen da.
Und die stoppen am Ende, die Steinchen an. Die wollen am nicht mehr dich behauen, wenn die Menschen, die sagen auf einmal ein Licht an Arm. (33 Vers, wo Paulus das sagt, sagte, ich versieg alle Mann entgegen zu kommen. Und seht nicht mein eigenen Nutzen, aber was viele zum Guten dient. Das ist, was Paulus sehen dient. Er will nicht bloß gerade so durch, aber das, was er sehen dient. Und dann sagt er, das letzte Wort in das Vers, sagt er, dass sie gerat worden. Dort wird Paulus am Hort. Dort wir sein ganzes Streben. Ein Mensch, der sich an uns steiten wird, und wenn wir den wollen von Gott sein Wort vertalen, wird nicht wollen schaffen, wenn wir Ursache gegeben haben, dass er sich steiten kann. Aber wenn wir keine Ursache anders gegeben haben, als Gott sein Wort, Gott sein Willen und was Gott von uns verlangt, dann ist das nicht, dass er sich an uns steiten. Und dort wollen sie sehr wohl erkennen, dass sie sich nicht an uns steiten, dass sie sich gegen Gott abreden tun. Paulus sagt, wir können checken, wo er das. Er redet frei und Brot von Gott sein Willen, von Gott sein Wort, von das neue Gebot, das er gekriegt hat, und versucht das auszuleben. Und so, wir sollen durch das sein Verlangen, Gott zu tun, hat immer den Hintergrund, dass Säulen sollen gerat werden. Dass sie sollen Frieden mit Gott haben. Sie sollen eine freie Person sein. Dort wie Paulus sein Verlangen. Ein anderes Ding, was wir können sein in Joseph. Zu Joseph seine Zeit, der hat diese Versen nicht gelesen, dass Jesus sagt, dass wir nicht gebaut haben, oder dass er uns nicht gebaut gegeben hat. Aber wir sehen in Joseph aber ein sehr positives Vorbild. Er wird schlecht behandelt von seinen Geschwistern. Und wir sehen niemals, dass er kritisieren wird, oder dass er seine Brüder von einem schlecht reden wird, oder irgend so was da. Hat er keine Ursache dafür? Ja, er hat Ursache. Seine Brüder haben am Weiden. Die haben am in Barmen geschmäht. Die haben am verkauft. Die haben am sein in Stichterrin. Bei all dort sei wir nicht von Joseph, dass er anmutig durchgebracht wird. Er sagt, an all diese schweren Situationen, wo er bin wir, sagt er immer war ein positives Vorbild zu sein. Und was deutet an ihm? Dort braucht er immer war eine angestellte Siedlung. Negative Menschen anstellen, wollen sie nicht fertig tun, das passiert nicht so leicht. Aber positive Menschen, die werden angestellt, die sind brauchbar, die können sie brauchen. Und dort ist, was Paulus hier versucht, uns abzuhalten, dass wir wollen positiv sein. Joseph, der wird verkauft, und dann weit wie wird er in Potiphar sein Haus, er wird durch positiv, er tut seine Arbeit mit Mut, mit Frieden, und er wird angestellt, er hat bald die Lehrung an sein Haus. Und wir wissen, dass der Teufel dort versucht zu verdorben, er bleibt danach treu, er bleibt aufrichtig. Wir wissen, dass er dann im Gefängnis war, dann wird er genug Ursache gehabt haben, anmutig zu sein und sagen, das habt ihr auch bloß alle nicht. Even wenn er aufrichtig sind. Aber nee, er redet nicht von, wir können nicht lesen, dass er im Gefängnis einmal hat von geredet, was Potiphar seine Frau am angetan hat. Aber was wir lesen dann, dass er merkt, dass wenn die anderen Gefangenen das Schlag ging, und er ging stahl sich daheim, dass sie können sich entscheiden, wo er dort gehen wird. Wir wissen dort, dass er die Träume dienen wird, und dann muss er noch 2 Jahre länger durch im Gefängnis bleiben. Und wir wissen dort, dass er war wie der Angestellte durch im Gefängnis, er hat alle einen Fan im Gehen gekriegt, dass er einen angenehmen Platz geben bei der Band, wenn er kickt, dass er wird
ein Vorbild sein für die, was daran wir. Vielmals, weil wir uns reich vorgehen, für uns anmutig sein, für uns dull sein, oder für uns unzufrieden sein, das hat mit das was zu tun, das hat mit den Umständen zu tun, das, wo wir in mir das schlecht geht, oder das, woran ich anmutig sein, oder das, woran ich dull kann sein. Ich nehme mich in reich. Aber das ist niemals andere Ehre, was die uns angedaan haben, der ihre Schuld, dass eigentlich anmutig sind. Da kann uns traurig machen, da kann uns schlecht gehen, das kann es alles sein, ja. Aber dass eigentlich anmutig sind, kann kein anderer was bringen, als wir selbst. Wenn das neue Gebot, das Jesus gegeben hat, wenn dort an uns was Leben geht ist, wenn dort was ist, wo wir uns freien tun, dann haben wir an alle Lehren, was wir begegnen wollen, haben wir genug, was uns kann Mut bringen und Mut geben. Wir haben genug gekriegt in das neue Gebot, dass wenn Menschen uns beobachten wollen, dann wollen sie sagen, hier ist mehr als bloß ein gewöhnlicher, fleischlicher Mensch. Hier ist, was das wird. Dieser Mensch, der ist verändert. Der ist nicht mehr so aus der Vorher wie. Der ist nicht futzdahl, der ist nicht beleidigt, wenn Dinge nicht nur singbar gehen. Der sieht im positiven Weg, der sieht Mut mehr. Und dort ist auch, was uns, was wir sollen praktizieren. Wenn wir mal kicken, dann Epheser, das 4. Kapitel, 15. und 16. Vers, und besonders an uns gedacht, dass wir haben das neue Gebot an uns, das neue Gebot an uns, das lebt, wir gleichen das neue Gebot, wir freuen uns für dort. Und dann mit den Gedanken, weil wir uns nun mal Epheser, das 4. Kapitel, Vers 15 und 16 lesen. Sagt es, wir machen in einen Leiftuligen Jes die Wahrheit verbreiten. Nicht mit einem Brümchen Amhutchen sein, dann wird das nicht schaffen. Aber mit einem Leiftuligen Jes soll die Wahrheit verbreitet werden und gedacht an das neue Gebot, was Jesus uns gegeben hat, dort als Leib und ihren Ander. Und dann geht er wieder und sagt, und wir machen in alles abwaschen. Worin haben wir waschen? Sagt er, Christus ähnlicher zu werden. Wens, er ist das Haupt. Er ist das neue Gebot. Er hat uns das neue Gebot anbefohlen mit einem Mutband, dass wir sein können, als wir dabei leben. Und dann in Vers 16, gedacht an die Gemeinde, und in das neue Gebot an die Glieder aller, sagt es, unter Christus seine Kontrolle passen alle Glieder am Körper taub, und in der ganzen Körper wird der passende Gelenke taub geholt, und wenn jeder Glied das, was es kann, nicht was es soll, es sagt, wenn jeder Glied das, was es kann, dann wäscht der Körper und der büht ein Leib ab. Der büht ein Leib ab. Wenn jeder einer das neue Gebot, dieser Leib einer für den anderen, dann wäscht der Körper, bis dann ist dort eine makelige, leiftulige Umgebung, wo wir dann werden sind. Und das ist abhängig von mir, die dort waren, bewiesen mit uns Leben. Und wenn wir an denken, dann, dass wir sind in offener Brief, das ist in 2. Korinther 3, sagt, wir wollen beobachtet. Und der wird, was Jesus in das neue Gebot gegeben hat, sagt, wenn die wollen Leib in ihrer Hand, dann wollen die Menschen das erkennen, dass die das neue Gebot haben. Oder dass die das Leben tun. Aber wenn wir uns damit beschäftigen und das einzige tun und das sagen, dass wir nicht wollen ein Anstoß sein, so wie hier in 1. Korinther 10 sagen, dass wir keine Ursache wollen geben, dort ist, wo Gott seine Gemeinde wussten hat. Dort ist, wo Menschen kommen und die auf einmal erkennen, dass die haben mehr als wir haben. Aber dort ist, wo sie auf einmal sagen, dass so will ich auch leben. Wenn es dort sind, Jesus in wird, was uns Mut sprechen, dass wir wollen, das neue Gebot so ausleben, dass das Wort ein Abbühen sein. So, dass ich erst einmal abnahm,
we können so leicht Dinge reden oder was immer tun, dass das kann entschuldigend sein. Wie alle weiten Psalm 34, Vers 12 bis 14, ich werde nun nicht lesen, aber in 13. Vers sagt es, wer erst durch die Jahren leben und gute Deel haben will, dann will wir gleich alle die Hand abheben, das was wir gleich haben. Wir gute Deel haben und uns das schein geht, und dann sagt es in 14. Vers, wenn dort ist, was dir gefällt, dort ist, was dir jankert, dann hol deine Zunge vom Bösen in deine Lippen, dass die nicht wollen Leis reden. Eine Geschichte dort, durch eine Leben dort, die Tante, die leicht in Haaren, die wir sehr froh, dass sie im Haaren leben können. Ein Tag kriegt sie Jas. Und die Tante, die vertelt dann von einer anderen Tante im Dorf, was die Mensch alles getan hat. Wo schlecht, das ist sehr schwierig, was die getan haben, und das ist sehr schlecht, was die getan haben. Und diese Tante, die Jas gekriegt hat, sie ist still und horcht das alle allein. Und es gerne dann nicht so uitverteld hat, dann sagt diese Tante, okay, dann habe ich nun noch abgehen. Ich will mein Haut holen, und dann wollen ich nu voets de hand gaan naar de tante en zijn als we de helpen kunnen. Wenn dort so ist, was du mir vertelt hast, dann hat die Tante sich sehr versündigt, und dann sind die Weiten dort nu, dann sind die schuldig, dann nu de hand gehen und sein, als wir auf einmal auf irgendeine Weise wollen können, die Tante helpen. Und dann sagt diese andere Tante, na, dort ist aber, ich habe vielleicht bloß so wie gehört, und wo dort Krieg ist, weiß ich dann auch nicht mehr ganz. Und dann auf einmal hast ich dann die Tante zu der beten, und dann will ich nicht mit dieser Tante top da hingehen. Weißt du, wenn wir das nie gebaut haben, dann wollen wir sein, so eine Redensorten immer durchbringen. Wir wollen nicht dort nach halten, wieder drehen. Wir wollen nicht irgendwas hingehen mit negativen Dingen dort zu verbreiten. Wir haben das nie gebaut. Und das nie gebaut, das ist, was uns glücklich macht. Das ist, wo wir uns zufrieden. Das ist das gebaut, was der Herr uns gegeben hat, um ein Licht in dieser Umgebung zu sein, wo immer wir leben. Und Gott will mir in die Brücken dort. Und was immer wir begegnen, in ons Leben, was immer uns unangenehm ist niemals eine Ursache, dass wir in Reich haben, anmutig zu sein, oder negativ zu sein. Das ist immer bloß aus uns eigenen Fleisch, oder aus unserer eigenen Natur, was das abstarten wird. Und das ist mein Wunsch und Gebet von uns alle, dass wir wollen können ein Vorbild sein, das nie Gebot an uns lebendig holen. Das ist nicht so, was von selbst lebendig ist, das ist etwas, wo wir machen Titen entspannen, wo wir machen den Herrn am Hauptfrauen, und er ist du. Er sagt, das nie Gebot jeweils tun, und wenn die das wollen ausleben, dann wollen sie sein, dass die meine Jünger sind. Mag Gott ihnen alle segnen.